Ja, ich starte heute mit einem etwas herausfordernden Fakt, nämlich negative Ereignisse, die du erlebst, prägen deine Gefühle, deine Gedanken, deine Psyche viel mehr als die positiven Ereignisse, die du erlebst. Psychologen haben ganz unterschiedliche Studien gemacht und sie merken immer wieder, dass es einen Negativity Bias gibt in der Psychologie. Ich mache dir ein Beispiel, so wie ich, ziehst dich immer wieder schön an. Es kommen 9 Leute, die dir Kompliment geben, hey, siehst super aus heute. Und dann kommt diese Person zu mir und sagt, Joel, heute merkt man wieder einmal, dass du farbenblind bist. Oder du bist in der Schule, du schreibst 9 gute Noten und dann eine einzige Note ist dann eben doch ungenügend. Oder du bist in einer Beziehung und deine Partnerin gibt dir 9 Komplimente und dann kommt dieses eine Wort, das sie sagt und dich kritisiert und schon bricht ein Streit aus. Oder du spielst Sport, und du bist im Team, du hast 9 Top-Aktionen und dann kommt aber diese eine 100%ige Szene und du verschießt. Und diese Szene wird dich viel mehr beschäftigen als die 9 Szenen, in denen du eigentlich gut warst. Oder auch bekannt, du kommst in die Kirche und du triffst 9 Menschen, die dich freundlich begrüßen und die sich für dich interessieren. Aber eine einzelne Person, die irgendetwas macht und du fühlst dich von ihr abgelehnt und schon überlegst du dir, ist das noch die richtige Kirche für dich? Und das ist so, dieser Negativity-Effekt, den gibt es, den Bias, eine Verzerrung in deinen Gedanken. Deine Psyche verarbeitet negative Ereignisse einfach viel stärker, als wenn etwas Ähnliches, aber positiv passiert. Und darum glaube ich, ist es eine große Herausforderung. Wir müssen dem ins Auge schauen. Unsere Psyche ist so. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, dass wir eben lernen, trotzdem mit Negativität umzugehen und mit allen diesen Dingen, diesen Herausforderungen in unserem Leben umzugehen und trotzdem ein stabiles Herz erhalten. Das ist das Ziel dieser Predigt. Und ich habe schon gefragt, euch geht's gut heute? Das ist gut. Unten im Club geht's auch gut? Ja, man hört sie hier oben, wir haben sie wirklich gehört. Die online geht's auch gut? Ja, man hört euch auch online hier in der Halle, das ist verblüffend. Es ist gut, denn diese Predigt heute, die ich halte, ist genau an die gerichtet, denen es eben gut geht. Ich weiß, wir im ICF machen immer wieder auch Predigten, wo wir Leute direkt ansprechen, du bist in einer Krise, dir geht es gerade nicht so gut, es ist schwierig. Das ist super, weil da hilft Gott extrem. Da ist unser Gott, kommt so richtig immer wieder zum Tragen und es lohnt sich in diesen Zeiten, sich Gott zuzuwenden, damit er große, krasse Wunder tut und dir nahe ist. Gleichzeitig aber auch gibt es Dinge, die musst du lernen, wie gehe ich damit um, wenn ich mal keine Krise habe. Und was muss ich in den guten Zeiten tun, damit ich dann ready bin für die schwierigen Zeiten? Und dafür möchten wir in diese Geschichte eintauchen, denn es ist ein richtiges Auf und Ab, die ganze Weihnachtsgeschichte. Viele von euch waren ja letzte Woche da mit der Christmas Experience. Wir hatten ein Weihnachtsspektakel hier, wirklich. Ich hatte Tränen fast vom ersten Moment bis zum letzten. Meine Frau auch, meine Tochter auch, die durfte eine Probe zuschauen. Die ganze Zeit so als 4-Jährige, aber sie war so stolz, dass sie über eine Stunde stillsitzen konnte. Habe ich auch noch nie erlebt, die kann das jetzt. Und wir möchten eintauchen in diese Geschichte, weil die Weihnachtsgeschichte ist wirklich von hoch und tief, von Spannung kaum zu überbieten. Darum lasst uns hineingehen in die Weihnachtsgeschichte. Da vorne ist es. Hier soll der neue König sein. Plötzlich trat ein Engel des Herrn in ihre Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken heftig, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe euch gute Botschaft, die das ganze Volk in große Freude versetzen wird. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute für euch in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet das Kind finden, das in Windeln gewickelt ist, in einer Futterkrippe.
Auf einmal war der Engel von einem großen himmlischen Heer umgeben. Und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. He is born, the Son of God has come to dwell, King of Kings and Lord of Lords, Emmanuel. He is born, He is born, hope for all. Now go and tell, He has come to save the world. We sing Noel. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten alles, was geschehen war und was der Engel ihnen über das Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Erstaunen. Diese Story war so großartig. Ich weiß nicht, wie viele Engel du schon gesehen hast in meinem Leben. Ich etwa 0. Die Story, das war so ein krasses Ereignis. Bei uns am Christmas Experience sogar fiel unser Teens Pastor von der Bühne, als er Schau gespielt hat. Ich habe euch ein GIF mitgebracht, ihr seht das hier. Zack, zack, weg. Das war nicht geplant, falls du diese Show gesehen hast. Der ist wirklich, es war so, wenn man es nachspielt, es so extrem ist, dass man runterfällt von der Bühne, kannst du dir vorstellen, wenn dann echte Engel da sind, war es ein Riesenspektakel. Und dann kamen die Könige und brachten Geschenke, es war extrem. Ein Riesen-Highlight, ein Riesentumult, alle sangen, alle waren völlig aus dem Häuschen. Weißt du, seit Jahrhunderten wurde das prophezeit und jetzt ist es da. Jesus ist geboren. Und Maria tut in diesem Moment etwas Unerwartetes. Denn der nächste Bibelvers, der direkt nächste Bibelvers, der sagt, was Maria tut. Sie tanzte nicht umher, sie kreischte nicht, sondern Maria aber bewahrte diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber her. Maria nahm sich diesen Moment, um zur Ruhe zu kommen, als alles endlich gut war. Als Dinge sich erfüllten, als sie den Segen sah in ihrem Leben, lebte sie nicht einfach weiter, sondern nahm sich zurück und nahm sich diesen Moment. Wahrscheinlich gab sie das Jesus-Baby dem Josef, setzte sich hin, so wie hier, und sagte, Gott, das ist krass. Und wir müssen von Maria etwas lernen. Ich weiß, viele von euch denken, ja, Maria war die Mutter von Jesus, die hat ihn geboren, hups, und dann war das gut. Nein, nein, nein. Maria, die hat Jesus begleitet nach in den ersten Jahren, die hat ihn erzogen. Maria, weißt du, war die Auslöserin, dass Jesus sein erstes Wunder tat. Also als Jesus noch wirkte. Maria war oft dabei mit den Jüngern. Da lesen wir immer wieder Geschichten. Und nicht zuletzt, Maria war dabei, als Jesus am Kreuz hing. Und noch da am Kreuz gab Jesus der Maria eine neue Berufung. Jetzt ist Johannes dein Sohn. Jetzt musst du dich um Johannes kümmern. Du bist jetzt die Mutter von ihm. Und das ist dieser Johannes, der von allen Jüngern heraussticht, weil er schlussendlich verantwortlich ist, dass er das Evangelium, Johannesevangelium, die 3 Johannesbriefe in der Bibel und die Offenbarung. Maria war die krasse Mutterfigur, geistliche Mutterfigur. Das war eine Frau, die hatte so unglaublich Substanz. Das war nicht einfach so die Frau, die Jesus auf die Welt brachte. Das war eine krasse Person, von der wir lernen können. Und das zeichnete diese Frau aus. Sie nahm sich immer wieder raus und ließ die Dinge, die Gott tut, wirklich in ihr Herz sinken. Hast du diese Gewohnheit? Hast du eine Gewohnheit, dass die Dinge, die Gott tut, wirklich
in dein Herz sinken können und dass du immer wieder darüber nachdenkst. Ich glaube, das ist so etwas Wichtiges, was wir von Maria lernen können. Ich glaube, sie hat, als sie da saß und die Dinge in ihr Herz sinken ließ, hat sie nochmals zurückgeschaut. Vielleicht kennst du die Geschichte, ein Kapitel vorher lesen wir, dass Maria ihr erster Engel sah. Komm, wir lesen das gemeinsam, wir machen jetzt eine kleine Exegese, nennt man das. Ihr könnt, wenn ihr selber eine Bibel dabei habt, in Lukas 1, also ein bisschen zurück. Und da lesen wir, dass der Engel Gabriel ihr erschien. Ich habe den Bibelvers auch hier mitgebracht, ihr seht hier. Gabriel erschien ihr, der Maria, und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Und dann weiter, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Also Jesus verheißt der Maria nicht nur, okay, du wirst Jesus zur Welt bringen, sondern vorher 3 krasse Zusagen. Lass uns sie genau anschauen. Was Jesus der Maria sagt, und das sind Verheißungen, die für dein Leben eben auch gelten. Nummer 1, Gott ist gut zu mir. Du bist beschenkt mit großer Gnade. Gott ist gut zu mir. Gott meint es gut. Gott ist gnädig über dir. Gott meint es gut. Ist das Erste, was der Engel Gabriel ihr sagt. Das Zweite, was Gott sagt, der Herr ist mit dir. Ich lasse dich nicht allein. Bevor ich dir sage, was ich tun werde, du kannst wissen, der Herr ist immer mit dir. Ich bleibe bei dir in der ganzen Zeit. Das war die Verheißung Nummer 2. Und das Dritte, du musst nie Angst haben. Krass. Das sind doch mal Verheißungen, nicht? Und wer die Bibel ein bisschen besser kennt, der weiß, diese Verheißungen, die gelten für uns. Dass Gott uns gnädig ist, dass Gott es gut mit mir meint, stimmt. Das Zweite, dass Gott bei mir ist. Übrigens, Jesus bedeutet Gott mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns. Gott ist immer bei mir, er ist mit mir. Ja, und das Dritte, die Bibel betont so oft, ich muss keine Angst haben. Gott schaut zu mir, zu seinen Kindern. Das sind 3 Verheißungen. Lass uns diese 3 Verheißungen mal so oben hinstellen. Diese 3 Verheißungen, die gelten für dich, die gelten für mich, die gelten für Maria. Aber dann lasst uns eintauchen in diese Geschichte. Weil dann ging ja das Ganze los und dann wurde sie wirklich tatsächlich schwanger. Aber ihre Geburt, die war nicht so, wow, es zeigt wieder mal, Gott meint es gut, bestes Spital in Kreise meiner Liebsten und Familie und romantisch. Nein, sie hatte in einer dreckigen Krippe, musste sie ihr Baby hinlegen. In einem Stall, der nicht geheizt war, es war kalt, es war schmuddelig, sie hatte noch nicht einmal einen Ehemann. Alles so war enttäuschend. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Fakt. Die Verheißung, dass Gott gut ist zu ihr, hat sie in diesem Moment nicht gespürt. Dass Gott gut zu dir ist, spürst du nicht immer. Aber die Frage ist, ob du es tief in deinem Herzen weißt. Gott ist immer mit dir. Das ist mega schön. Aber ich stelle mir vor, diese 2, Maria sitzt auf dem Esel und reitet, jetzt musst du dir zuhören, 150 Kilometer. Wahrscheinlich ist sie eine Woche lang als schwangere Frau geritten auf einem Esel. Wow, mega schön, Gott, du bist so mit mir. Dankeschön, es tut weh. Ich weiß nicht, habt ihr Moby Dick gesehen? So ein Walfisch, könnt ihr euch vorstellen? Meine Frau ist zurzeit im 8. Monat schwanger und sie sieht etwa aus wie Moby Dick, also wie ein Wal. Und ich meine, das Liebste ist einfach, ja, ich habe jetzt kein Foto von ihr da, einfach, dass ihr so ein Bild habt. Vor einigen Wochen reise ich mit meiner Frau von Zürich nach St. Gallen, okay, in einem IC. Das ist weniger als eine Stunde sind wir gereist. Und nach dieser Stunde Reise in der Schweizer Bahn war meine Frau so fertig, dass sie eine halbe Stunde wieder brauchte, bis sie überhaupt ins Auto einsteigen konnte und wir weiterfahren konnten. Ist jetzt auch nicht immer so, aber jetzt kannst du dir vorstellen, wie Maria auf einem Esel sich manchmal fühlte. Nicht sehr gut.
Ich bin ziemlich überzeugt, die musste sich wahrscheinlich einige Mal noch übergeben. Der Punkt ist, sie hat nicht gefühlt in diesen Momenten und in dieser ganzen Geschichte, Gott ist ja mit mir. Sie hatte diese Gedanken wahrscheinlich auch, warum macht das Gott so? Jetzt hat er so gut zu mir, warum lässt das Gott zu? Die Maria kannte alle diese Gedanken und Gefühle, aber tief in ihrem Herzen wusste sie wahrscheinlich, sie ist jetzt schwierig, aber wenigstens ist Gott bei mir. Du fühlst es nicht immer, aber vielleicht weißt du es tief in deinem Herzen, das ist ein Unterschied. Und das Dritte, weißt du, als Maria wahrscheinlich davon erfahren hat, hey, der Herodes, der König, der Römer haben da alles kontrolliert da. Und der Herodes, genau so sah er aus, ist ein historisch korrektes Bild von der Christmas Experience. In diesem Moment hatte sie Angst gefühlt. Ja, logisch, jetzt kommt dieser König, dieser mächtige König. Er wird alle jungen Kinder umbringen. Der hat gar keine Hemmungen, irgendwas zu tun. Wer kann uns da noch retten? Und gefühlt hat sie nicht, dass sie keine Angst haben muss. Easy. Es war tief in ihrem Herzen drin. Hey, ich muss keine Angst haben, Gott schaut. Es ist ein Unterschied und wir müssen das lernen. In unserem Leben kommen Dinge, es kommen Enttäuschungen, es kommt Stress in dein Leben und es kommen Dinge, Bedrohungen in dein Leben, Überforderungen. Und dann spürst du Gottes Verheißungen nicht. Und das ist okay, das ist normal. Negativity Bias, das prägt dich mehr als die guten Verheißungen von Gott im Moment. Aber tief in dir drin, in deinem Herzen, kannst du trotzdem wissen, Gottes Verheißungen sind wahr. Und darauf kommt es an und das musst du lernen. Das nächste, was Maria gemacht hat, sie hat wahrscheinlich in diesem Moment, ist sie da gesessen und hat umhergeschaut und gesehen, Gott, was du jetzt hier tust, ist schon krass. Wir müssen alles zurücklassen und jetzt kommen da irgendwelche 3 Typen, wir lesen das, diese 3 Könige und sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie versorgen uns mit Gold, was wir brauchen, Weihrauch, Myrrhe. Myrrhe ist ein guter Balsam, kann man gleich brauchen. Ich weiß nicht, ob sie das dem Jesus auf den Popo geschmiert hat, auf jeden Fall. Es sind wertvolle Gegenstände. Gott, jetzt versorgst du uns einfach in dem drin. Es ist Ende des Jahres. Du lebst in einem wunderbar reichen Land. Hast du ein Telefon? Vor 10 Jahren hatte noch niemand so ein Telefon, das auch noch annähernd kann, was dein Telefon heute kann. Vor 70 Jahren, hast du heute schon warm geduscht? Vor 70 Jahren war es noch bei weitem nicht Standard. Die meisten Schweizer konnten niemals täglich warm duschen. Für uns ist es heute alles normal. Und Maria hat diesen Moment so einfach aufgenommen und gesehen, okay, krass. Gott beschenkt mich unglaublich und es ist nicht selbstverständlich. Nimm dir diesen Moment, sei dankbar im Moment für all die Dinge, die du hast, weil Gott ist der Ursprung, denn Gott segnet dich im Moment drin. Und schau hin, was schenkt dir Gott. Ich glaube auch, dass Maria in diesem Moment den Josef angeschaut hat. Und weißt du, sie wusste, dieser Mann, seine Verlobte ist schwanger. Jetzt muss sie ja glauben irgendwie, dass sie nicht fremdgegangen ist. Und sie muss sogar gesellschaftlich verachtet sich verhalten, nämlich zu seiner Braut stehen, die jetzt schwanger ist. Und er tut es. Ist ihm scheiße, nicht ganz egal, aber er steht zu ihr trotz all diesen Risiken. Danke Gott für die Menschen, die ich in meinem Leben habe. Nimmst du diese Momente, wo du dankbar bist? Meinem Vater ging es vor einem halben Jahr nicht so gut. Er hat gemerkt, dass sein Herz ihm mehr und mehr Probleme macht und er immer weniger Energie hat. Und so ging er zum Hausarzt und der hat gesagt, okay, deine Herzkranzgefäße sind verengt. Das kann gefährlich sein, aber wir machen jetzt eine Operation, wo man so, da durch die Arterien lässt man so Netze hinein, die drücken dann das wieder auf. Und das ist so eine mittelgroße Operation und das sollte das nachher wieder gut machen. Und so ging mein Vater ins Spital, um diese Operation zu machen.
Und als er da war, haben sie nochmals dieses Herz angeschaut und es sah so aus. Das ist eigentlich eine Arterie und du siehst, diese Arterie ist zu 99% verstopft. Noch 1% fließt durch und er hatte 6 Herzkranzgefäße, die so aussahen. Und der Arzt hat gesagt, Herr Vögeli, Sie schweben seit Wochen in Lebensgefahr. Sie können dankbar sein, dass Sie noch leben. Und sie mussten ihn im Spital behalten, wir lassen sie nicht mehr nach Hause, wir müssen sie monitoren. Es ist so gefährlich, was hier gerade abgeht. Sie haben andere Operationen verschoben, dass sie ihn so schnell wie möglich operieren können. Meine Mutter ging ins Spital zu ihm hin und vor dieser Operation haben sie sich verabschiedet. Wir wissen nicht, wie die Operation ausgeht. Es ist eine Operation am offenen Herzen, eine Riesenoperation, wo man aus dem Bein Blutgefäße nimmt, die man dann hier reinmacht und 4 Bypasse waren geplant. Und das Risiko war riesig, dass man das geht. Aber Gott hat ihn beschützt. Und heute ist er hier, mein Papa ist da. Und ich habe einen Papa! Weißt du, wir durften gestern seinen Geburtstag feiern und morgen gehen wir einen Tag Skifahren. Yeah. Jetzt kannst du mal... Die Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat, sind nicht selbstverständlich. Und hast du einen Vater noch? Hast du noch einen Vater? Bitte danke Gott. Hast du einen Freund? Hast du einen Bruder, eine Schwester, eine Mutter? Leben sogar noch deine Großeltern? Danke Gott dafür. Danke Gott, sei dankbar für die Dinge, den Reichtum, den Gott in dein Leben hineingestellt hat. Und Maria nahm sich zum Glück diesen Moment und ließ es sinken. Weißt du, Jesus hat mal 10 Menschen, Aussätzige, hat er geheilt. Und hat ihnen gesagt, ihr seid gesund, jetzt geht ihr, zeigt euch und kommt zurück. Und 9 davon sind nie mehr zurückgekommen. Die waren einfach geheilt und gingen ihres Weges. Nur einer davon hat gesagt, Jesus, ich danke dir, dass du mich geheilt hast. Bist du eine Person wie diese 9, die das einfach nimmt, ja, ich habe jetzt einen Job, ich habe jetzt eine Lehrstelle, ich habe eine Ausbildung, ist halt so, ist halt nicht perfekt, ist halt so. Oder bist du wie dieser eine, der sagt, Jesus, stopp, ich danke dir für das, was du in mein Leben geschenkt hast. Und Maria tat das und sie ließ es sinken in ihr Herz. Diese Menschen, diesen Reichtum, diese Wunder, das, was Gott getan hat. Und sie sah es nochmal. Komm, wir lesen die Bibelstelle nochmal. Maria aber bewahrte alle Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Und ich aber bewahre Gottes Treue in meinem Herzen und denke oft darüber nach. Das ist das, was ich dir wünsche, dass du das lernst und kannst. Wenn ein Mensch in einer finanziellen Krise ist und kein Geld mehr hat, macht es nicht Sinn, dass er zur Bank geht und ein Konto eröffnet, damit er davon Geld abheben kann. Wenn ein Mensch Geld hat und es kommt etwas in sein Leben hinein, ist der richtige Moment, um aufs Konto einzuzahlen. Und das ist der richtige Moment für dich, wenn du jetzt ist am Ende des Jahres. Du musst einen Moment machen, wo du dankbar bist. Nicht alles ist perfekt in deinem Leben, aber ich habe dich vorher extra gefragt, geht's euch gut? Und du hast gesagt, ja. Und du musst jetzt in den Momenten, wo es dir gut geht, musst du einzahlen in dein Herz, bei Jesus. Du musst dir Gottes Treue ins Herz sinken lassen, wo du sie siehst. Weil Gott war einmal treu und er wird es wieder sein. Was interessant ist, was passiert, und das ist ein Teil der Weihnachtsgeschichte, den man oft noch vergisst. Wenige Tage nach Jesu Geburt ging Maria mit Jesus in den Tempel zu Simeon. Lass uns das anschauen, ich habe ein schönes Bild mitgebracht. Und da dieser Simeon war ein Hohepriester und der
Der hat Gott gebeten, ich möchte einfach nicht sterben, bevor ich den Messias erlebe und sehe. Und so hat sich das erfüllt. Und dieser Simeon hatte eine Prophetie für Maria. Und sie hat sich gefreut, cool, Prophetie, das ist gut, Verheißung. Aber er sagte zu Maria und er schaute sie an, Maria, eines Tages wird mit deinem Sohn etwas passieren und es wird für dich sein, als würde man einen Dolch durch dein Herz stoßen. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Eines Tages wirst du zusehen müssen, wie dein Sohn hingerichtet wird, ungerecht, gefoltert. Aber Maria wusste, damit sie diese Dinge, diese nächste Krise, damit sie ready ist, musste sie Dinge in ihr Herz sinken lassen, die guten Dinge. Ich sehe etwas und das ist schwarz. Deine nächste Krise. Ist ein bisschen hart, deswegen bist du nicht in die Kirche gekommen. Aber auch deine nächste Krise wird kommen. Look, einige hier drin sind, die werden vielleicht mal ihren Job verlieren. Vielleicht auch du. Vielleicht werden Freundschaften auseinandergehen. Vielleicht sogar Beziehungen. Vielleicht bei einigen stirbt auch ein Kind. Oder du wirst krank werden. Es passieren schwierige Dinge in unserem Leben. Und Gott verheißt uns nicht, jetzt kommt alles gut. Aber Gott sagt eines der Maria ganz ehrlich, und das ist Freundschaft, das ist Liebe. Hey, es kommen wieder schwierige Dinge auf dich zu. Aber Gott bleibt nicht da stehen. Weil Gott sagt in der gleichen Prophetie, durch das, was zwar schwierig ist, wirst du Gott nur noch mehr erleben. Und noch größere Dinge von Gottes Treue wiedersehen. Weil weiter sagt Simeon auch, mit eigenen Augen habe ich jetzt Jesus, die Rettung, das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesus wird 3 Tage später auferstehen, Maria. Und dann wird er zu deinem Licht werden. Und das ist die Botschaft. Look, Maria, am Schluss des Kapitels steht nochmal, Maria ließ alle Dinge immer wieder in ihr Herz sinken. Und ich glaube, das müssen wir am Ende, ich möchte das mit euch gemeinsam machen und lernen, die Dinge wirklich in unser Herz sinken zu lassen. Ein Vorbild dafür, dass das gemacht ist, eine Worship-Leiterin. Sie hieß Helen Lemmer. Und sie war eine Worship-Leiterin in der Kirche, hat viel geworshipped, wunderbare Dinge gemacht. Und dann plötzlich wurde sie krank und sie begann zu erblinden. Und sie wusste, bald wird sie gar nichts mehr sehen können. Ihr Mann, ihr Ehemann, war überfordert mit der Situation und verließ sie. Und dann hatte sie 2 Varianten. Jetzt wird es mit meinem Leben immer schwieriger. Was tue ich jetzt? Und sie hat nochmals gesagt, ich möchte mit meinen Augen, mit dem Licht, was ich noch habe, schaue ich jetzt und entscheide mich, ich schaue auf Jesus. Ich schaue auf Jesus, auf das Gute, was er noch tut. Weil er ist voller Güte, voller Treue und ich vergiss nicht all das Gute. Und ich ehre ihn und ich danke ihm für das. Und darum hat sie ein Lied geschrieben und ich möchte euch das kurz zeigen. Lasst uns das gemeinsam anhören. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will go strange, leaving in the light of his glory and grace.
Ich möchte dich einladen, jetzt mit mir aufzustehen. Und ich gebe dir 2 Challenges. Die Verheißungen Gottes gelten auch für dich. Gott meint es gut mit dir. Gott ist immer mit dir und du musst keine Angst haben. Und jetzt machen wir so einen Moment, den wir uns nehmen, wo wir Gottes Güte in unser Leben hinein, zutiefst in unser Herz hineinsinken lassen. Und ich möchte, dass du 2 Dinge, 2 Dankesgebete sprichst. Eines, wo du zurückschaust und dich nochmals erinnerst. Woher kommst du? Als Teenager konnte ich mir nicht vorstellen, dass Gott überhaupt einen Plan mit meinem Leben haben konnte. Es ist allein ihm zu verdanken, wo er mich durchgetragen hat. Durch all diese Krisen, durch all diese Dinge. Nimm das. Sei dir bewusst, wo du wärst, wenn es Gott nicht gäbe. Und danke ihm heute bitte von Herzen. Lass es in dein Herz sinken, dass Gott gut mit dir ist, bitte. Und das Zweite, ich möchte, dass du dich umschaust in deinem Leben. Danke Gott richtig, dass du eine Ausbildung machen kannst. Für deinen Papa. Für deine Kirche vielleicht. Für all den Segen, den du hast. Und ich gebe dir jetzt die Zeit, ich möchte, dass du selber betest und Gott Danke sagst für das. Und dann bete ich zum Schluss noch. Jesus. Jesus, wir nehmen es nicht für selbstverständlich, dass wir da sind, wo wir sind. Dass du mit uns bist in allen Momenten. Und wir sehen es nicht immer und wir fühlen es nicht immer, aber Jesus, du bist wirklich gut zu uns. Und am Ende schaust du, wir müssen uns keine Angst haben, denn du bist immer mit uns. Und all den Segen, dass wir gesund sind, all die Menschen, die du in unser Leben hineingestellt hast, wir danken dir. Du versorgst uns so gut. Und wir ehren dich, Jesus, für deine Treue in unserem Leben. Es ist nicht selbstverständlich, dass du so gut zu uns bist. Wir lieben dich, Jesus. 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 Amen. Komm, sing das nochmal. And the things will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Hey, wir hoffen, die Message hat dich ermutigt und hat dich weitergebracht in deinem Lauf mit Jesus. Oh ja. Wenn du merkst, dass Gott irgendetwas gesprochen hat in dieser Predigt, dann schreib es dir doch gerade auf, weil wir vergessen so schnell, was Gott redet. Schreib es irgendwo auf in dein Journal oder in dein Handy in den Notizen. Wir lieben unsere Leute, die online sind, möchten aber gleichzeitig dich auch einladen, komm mal vorbei. Absolut, komm mal vorbei. Und komm uns Heu sagen, dir ist eine Hand schütteln, wäre schon noch nice. Und am 5 Uhr geht es da übrigens schon los, so in kleinen Gruppen, die aber offen sind, wo du gerne auch darfst kommen. Und sonst am 7. Uhr in unsere Celebration. Und vor allem abonniere unseren Telegram-Kanal, dort kommst du immer mit über, was gerade läuft. Oder kommst mal in ein Camp oder irgendetwas so. Yes, hey, bist gesegnet und wir wünschen dir eine super Woche. Ja.